Triss will die Magie aus Novigrad in Sicherheit bringen, doch das dürfte ziemlich schwieriger werden als ursprünglich gedacht. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine, aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg frei zu machen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du, so schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Jetzt wird's schwierig. Wie gesagt, ich kenne ja die Vorgängerspiele, sprich The Witcher 1 und 2 nicht. Ich weiß nicht, wie Geralt dort zu Triss war und so weiter. Deswegen riskiert er alles wegen 2 Leuten. Einerseits ja, andererseits riskiert er ja auch alles für Ciri, um sie zu finden. Oder auch für Rittersporn und so weiter. Also von dem her am besten wohl allen helfen, wa? Also würde ich persönlich auch. Oder zumindest mal alles versuchen, was geht. Wir sollten Anis und Berthold helfen. Sie so abzuschreiben, das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeigt den Weg. Die Erladung Umstände werden jetzt richtig hässlich werden. Ich nehme deshalb wieder mal ein Schild. Das ist sie! Schnappt die Hure! Lebendig! Finger weg von meiner Triss! Ist das endlich mal klar? Wow, dann sind wir stark. Mein Schild ist direkt futsch. Hier drüben. Wo ist das Versteck? Nicht weit weg. Ja. In den Scherben. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Ja, ich mache nix. Leute! Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Ja, und jetzt, was willst du machen? Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Na, vertraut nochmal auf Triss, sie kennen sich besser aus hier. Das sind sie, wie ich gesagt habe. Verdammter Zauberer und seine Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnappt sie! Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau, das höre ich mehrmals am Tag. Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Ah, richtig. Dafür musst du zum Hauptquartier. Wir zahlen keine Belohnungen aus. Nun? Tja, wenn wir sagen, los geht's, wa? Und der Hex hat er 2 Scheiterhaufen geplant. Jetzt sind es 4. So viel dazu. Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja, Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin doch nicht verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Wir gehen. Sofort. Gehen. Danke. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Man hätte fast wetten können, sie ist sauer, weil wir Magie gebraucht haben, aber naja.
Hätte wohl sonst nur noch länger gedauert. Ja, kommt jetzt auch, müssen wir... Nun? Du, ich mach nix, ich vertraue auf dich. Stopp. Hörst du? Da, noch zwei! Schnappt sie! Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein, hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Das kann gut sein. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wir kommen zu spät. Verdammt, sie sind schon hier. Von beiden Seiten! Ich dachte, wäre schon down gewesen. Verdammt, wir sind zu spät. Zu spät? Wir haben immerhin 2 gerettet. Ja, und einen verloren. Er wusste genau, worauf er sich einlässt. Schwacher Trost. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit. Ja, wäre so oder so übel gewesen, von dem her. Was willst du da machen? Hier lang, Geralt. Starker Trick, übrigens erfahrungspunktmäßig, okay, bald Stufe 14. Ja, seht, es geht voran. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Bitte was? Sprichst du wohl aus Erfahrung? Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. Ja, nee, ist klar. So plötzlich ein mitleidiges Herz? Seit Monaten werden hier Magier verbrannt. Aber erst seit kurzem in so großer Zahl. Und ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet, bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Wirst sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen, ihn das Töten gelehrt. Du... Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Hört, hört.
Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Ei, ei, Chefin. Meine Fresse, ey. Da spricht nie einer Frau. Was ist eigentlich mit dem Sound wieder los? Oder so grausam laut gewesen im Vergleich zur Sprache und so weiter. Ja, der ganze Audio-Teil halt spuckt wieder ein bisschen. Nee, stimmt so. Musiklautstärke 70, Effektlautstärke 90, dann muss ich auch mal 80 runterdrehen. Und Sprachlautstärke 100, weil sonst hörst du die ja gar nicht. Das kannst und willst du nicht. Okay, legen wir los. Sind dagegen. Sie wollen jemanden. Triss. Hä? Wo ist sie jetzt? Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken. Ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. Sind noch stark die Viecher, wa? Ich glaube, macht er wieder ein bisschen auf Feuer. Okay, Triss ist auch da. Dachte gerade schon, ey, wo ist sie? Kann es zwar hören, aber sehen war nix. Okay, ist noch einer. Kann ich gesehen. Tja, die Frage ist, wie kommen wir hier raus und weiter? Eine Bibliothek? Gedichte von Gonzalo de Versio. Jakob von Varazes Chroniken. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein, es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Ja, ich weiß, nehmen wir einfach mal alles mit. Vielleicht können wir sogar Teil noch verkaufen, lesen, gebrauchen, wie auch immer. So, muss langsam reichen. Wir haben ein bisschen was abbekommen, ihr seht, noch nicht so viel, von dem her geht es noch auf unser Schwerthälter durch. So, noch teilweise noch heftige Treffer. Naja, mal gucken, wa? So, und raus hier. Ups. Triss, ich habe einen Ausgang gefunden. Und ein Moormixer. Auf das Moormixe. Erstaunlich, jemand in Stufe 15. Triss, wo bist du? Toll. Aha. Das ist schon. Scheiße, geh nicht weiter und plötzlich Triss. Ja, mach auf. Stopp. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Verdammt. Ganz schön viele. Hä? Flog da gerade irgendetwas? Naja, hast du irgendwie den Fressplatz der Ratte ist. Ja, Hilfe. Man, Triss schubsen doch nicht. Da verbrennen wir sie halt. Wenn es irgendwie anders geht. Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier runter? Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Dort wohnt auch Carlo Hacker Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Alles in Ordnung? Nur ein paar Bisse an Füßen und Waden. Nichts Schlimmes. Wir müssen deine Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden.
Nun? Naja, dann beeilen wir uns mal. Das hilft wohl nicht groß. Ah, kann ich aber etwas runterholen? Nö, geht nicht. Gut. Dann weiter im Text. Sind noch ein paar Tote. Naja. Jetzt hier entlang. Mann, Geralt! Geralt! Ja. Ist das gut oder ist das gut? Ist noch etwas Interessantes. Verbesserte Schwalbe, okay. Alter, was ist denn das für einer? Die Leiche ist blass, vertrocknet. Gehört sicher noch zu einer Quest, die ich gar nicht kenne, aber spielt ja keine Rolle. So, jetzt aber langsam hier. Weiter geht's im Text. Sind noch mehr Feinde? Ach du Scheibenkleister. Ja, kommt alle her. Tris, Süße, kommst du mal? Nun? Ja, komm doch mal mit. Achso. Naja, ich bin gut, was? Scheibenkleister. Tja, ich fürchte wieder zurück, oder sollen wir direkt hier runter? Okay, die haben wir erlegt. Servus. Die Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Fledermaus oder so etwas? Keine Ahnung. Oh, das sieht seltsam aus. Was meint, da sind wir hier? Ein Katakan. Ein Vampir. Nimm dich vor seinem Gift in Acht. Vampir? Echt jetzt? Alter, noch viele aus, der Gute. Ja, kann er sich wieder heilen? Tja, was mache ich gegen den? Der bringt sicher nichts, wenn ich da Gwen einsetze, aber man muss gucken, was man kann. Mann, wir sollen ihn besiegen, wenn er ständig wieder portet und so weiter, beziehungsweise unsichtbar wird und wieder zu stark ist. Also, muss einfach nur schneller sein. Zum Glück. Zum Glück? Garantiert ein sicheres Einkommen. Los, gehen wir. Puh, das war ein Scheißviech, ey. Mann, noch 6 Erfahrungspunkte für nächstes Level. Was Besseres zu saufen und trinken. Naja, immerhin eine gute Ausbeute. Nein, Fresse. Dabei war es nur Stufe 14, die anderen waren Stufe 15 und kein Problem. Und das hier, durchgeschlagen wie sonst was.
So, Triss kommt nah, kann noch ein bisschen was saufen und regenerieren. Mein armes Schwert, das Silberschwert, dürfte ja auch schon im Arsch sein mittlerweile. Möwen, hörst du? Wir haben's geschafft. Klingt zumindest so, yeah, yeah, yeah. Nun? 200, jo, wir haben es geschafft. Ganz kurz noch, auf welchem Punkt mache ich da jetzt etwas? Da geht auf Stufe 15 erst, wa? Erste Stufe, Feuerstrom, der den ganzen Gegner Schaden zufügt. Plus 2 pro Sekunde, klingt ja auch nicht so schlecht, dann mache ich doch eher das hier. Na, müssen schauen, war es noch schwierig zu sagen, aber gibt, ja, komm, mach noch einen Punkt hier auf. Ups, der falsche, wollen wir ganz kurz gucken. Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geratet. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Kann ich helfen? Soll ich Violine spielen oder Blumen oder Bonbons besorgen? Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Vergesst es! Wow! Erinnert mich an meine Jugend. Vergesst es! Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Nee, wohl, nee, komm, das ist zu endgültig. Das kann ich nicht machen, Leute, das geht nicht. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier und jetzt. Frau Marigold, wir müssen los. Bitte. Wir hatten unsere Chance, aber die haben wir verpasst. Scheibenkleister! Ich werde dich vermissen. Sehr sogar. Ich weiß, wie du dich fühlst. Frau Marigold, wir legen ab. Du hast es wenigstens versucht, Kumpel. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Ich würde lieber wissen, warum dich meine Beziehung zu Triss interessiert. Wenn ich sage, weil ich dich mag und nur das Beste für dich will, würdest du mir glauben? Nein. Sehr klug. Du solltest dich auch aus der Politik raushalten. Ich weiß es, du weißt es und Triss auch. Was nicht ganz unwichtig ist. Deine andere Geliebte, eher nicht. Sie hat sich mit Nilfgaard zusammengetan und du wirst ihr folgen, so wie immer. Und eines Tages könnte es sein, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Das wäre sehr schade.
Aber das scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Jetzt sollten wir über das reden, was gerade wichtig ist. Dijkstra, was hackst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30? Ein paar mehr oder weniger? Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mache mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Art, Art Carré, Guleta. Du weißt, dass dieser Bastard Radovid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Radovid umzubringen. Du willst mal verarschen? Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral. Deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Mach's gut, Dijkstra. Und das werden wir auch tun, Leute, darüber nachdenken. Vor allem jetzt ist halt immer noch die Frage, wie geht's weiter. Wir wissen zwar, wo Triss jetzt hin ist, und das ist auch schön und gut, aber ich habe das Gefühl, naja, also, sag's mal so, ich habe die Befürchtung zum einen, dass ich es versaut habe, was halt Geralt und Triss anbelangt. Andererseits habe ich vielleicht, wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, das vielleicht gerade richtig gemacht, weil angenommen hätte ich hätte die Option gewählt, dass Geralt ihr halt seine Liebe gesteht und so weiter. Ich glaube nicht, dass er geblieben wäre, aber dann wäre es natürlich anders gekommen und ja, in dieses Ereignis wäre eingetreten, dass Yen halt für immer und ewig sauer auf Geralt und deswegen natürlich auch nervig wäre. Jetzt haben wir, glaube ich, einfach nur eine ziemlich gute Situation geschaffen, sprich eine gute Ausgangslage immer noch, um halt mit Yen, sage ich jetzt mal, normal bis sogar sehr gut auszukommen, oder? Aber andererseits noch die Option offen zu halten für Triss. Und das wäre doch eigentlich doch noch relativ interessant. Ich weiß jetzt, ich rede die ganze Zeit nur von Yen und Triss und seine Beziehung zu den beiden, aber es ist halt doch noch relativ interessant, wie ich finde. Und ja, wie es weitergehen wird in diesem Part, sicher mit dem Baron noch, die Quest steht ja noch offen. Ob wir das jetzt da mit Königsmördern so machen, ich halte die Quest noch im Auge und so weiter. Und ich werde auch noch irgendwie nachgucken, was passiert, wenn Geralt jetzt Triss seine Liebe gestanden und eventuell, wenn es wirklich noch so großartig anders wäre, dann zeige ich euch das noch im nächsten Part. Ansonsten lassen wir das noch und ja. Sind halt so weit, wie es weitergehen könnte. Zwischen dieser Dreiecksbeziehung war mit Geralt, Triss, Yen und natürlich auch Ciri vor allem und was sonst noch alles möglich ist hier bei The Witcher 3 Wild Hunt, wo ja trotzdem jede Entscheidung seine Konsequenzen haben soll. Bin ich schon mal sehr gespannt. Bis dahin, ciao zusammen!